Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will dem honorablen Deputierten Ben Polidori vielmals merci so für seine Aktualität über das wichtige Thema, das in Zukunft des öffentlichen Dienst auch betrifft. Ich bin froh, heute über Digitalisierung und die Integration von der künstlichen Intelligenz an der Funktion publik schwätzen zu können. Das ist ein wichtiges Thema, das uns alle Guten nicht so geht, wenn wir alle Guten normal damit konfrontiert sind. Die einen gehen besser damit eins, die anderen Männer gut. Aber, Herr Polidori, die werden erstaunt sein, ich habe ein bisschen eine andere Vue auf die Situation wie dir. Digitalisierung ist nämlich für ganz klar eine Priorität für die Regierung. Sie steht am Mittelpunkt vom Koalitionsakcord von der CSV und der DP für die Jahren 23 bis 28. So ist klar am Akcord der Koalition, wo beschrieben unter dem Titel «Ein Etat modern», all die solchen Initiativen, die das Majorität will, dann in den nächsten Jahren umsetzen. Das ist ein ambitiöses Programm für einen efficazen Staat, für einen modernen öffentlichen Dienst, den auf die neue Technologie setzt, an Qualität vom Dienst und Bürger noch weiter verbessern. Ob nicht Männer wie 8 Zeiten geht am Koalitionsakkord über Digitalisierung vom Staat an einer anderen Funktion publik redet. Ganz viel, wenn nicht alle von diesen Projekten, haben auch einen direkten Lien am öffentlichen Dienst. Angefangen an die davon geschwärzt beim Projekt vom digitalen Portfolio, eine Ausweitung von dem Wi-Fi-Réseau, zu dem alle Menschen Zugang zum Internet soll gehen. Ja, wir wollen modernisieren. Nicht aus Prinzip, mehr am Dienst vom Bürger. Aber das bringt auch eine große Responsabilität mit sich. Nämlich dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger auch können von diesen Vorteilen profitieren. Dafür muss es für CSV eine Priorität sein, und die Regierung hat das am Koalitionsakcord auch ganz klar so geschrieben, dass wir alle Menschen noch mitholen auf dieser Reise an die neuen Technologien. Egal, wo sie Weg stehen. Wir müssen aber auch aufpassen. Und wir haben noch die verdammte Pflicht, all den Menschen Lesungen anzubinden, die nicht wollen oder nicht können, mal auf diesen Weg von den neuen Technologien gehen. Wir alle Guten hier bannen, wo sicherlich irgendein Member an unserer Familie oder am Freundeskreis, die nicht bereit ist oder die nicht will bereit sind für all das digital Demarchen. Auch das muss respektiert gehen, und da müssen andere Lesungen für die Leute auch folgend gehen, auch proposiert gehen. Wir brauchen also eine klare, inklusive Politik, die alle Menschen probiert mitzuholen. Und dafür geht es ja auch von der Regierung, und das begrüßen wir absolut, am Koalitionsakkord angewiesen, dass ein Plan d'Action national d'inclusion numérique ausgeschafft soll gehen. Weil nicht mehr, wenn alle Menschen, die will dabei sind, auch dabei ist, können wir eine mehr digitale Gesellschaft schaffen. Aber wir müssen unbedingt evitieren, dass die Menschen, die nicht mehr auf diese Weg wollen oder können gehen, sich ausgeschlossen fühlen. Ja, wir haben klare Ziele. Wir wollen Prozeduren vereinfachen mit der Simplifikation administrativ. Wir wollen Zeit sparen, wir wollen Ressourcen besser nutzen können. Dafür ist es doch für die CSV immens wichtig, dass am Koalitionsakkord klar steht, dass Sicherheit, dass wie viel das an Sicherheit von den Systemen und von den Infrastrukturen investiert wird gehen, notamment mit einer souveränen Cloud für Lützeburg. Besonders an den schwierigen Zeiten, wo wir heute leben, von geopolitischen Tensionen, Attacken, Nationalismen, gesagt, wie wichtig das ist, sicher und resilient Infrastrukturen zu haben. Und da sind wir froh über die ambitiösen Ziele, die der Koalitionsakkord uns hier gibt. Wie auch schon 2019 wird die vierige Regierung ein Strategiepapier ausgeschafft, Artificial Intelligence, a Strategic Vision for Luxemburg. Und das Dokument wird schon echt Pisten abgezeichnet, wie wir können den öffentlichen Sektor bereit machen für die künstliche Intelligenz. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind eine Chance und eine Opportunität für den öffentlichen Dienst. Wir haben ganz viele Administrationen repetitiv Demarchen. Hier kann Digitalisierung und künstliche Intelligenz eine grosse Hilfe sein, für noch mehr Effikazität zu schaffen, am Interesse vom Bürger und auch von den Funktionären. Reduktion von den Delayen und eine Accessibilität 24 Stunden auf 7 Tage, wird dem Bürger eine bessere Experienz erlaubt. KI kann helfen, administrativ für die Bürger mehr einfach, mehr intuitiv zu machen und sie so besser zu guidieren und mitzuholen. Und dann haben wir auch Technologie von der Blockchain, die heute in Lützeburg als echt am öffentlichen Dienst gebraucht gehen ist, wo auch heute die Regierung gewillt ist, weiterzugehen und diese Technologie weiter auszubauen, auch am öffentlichen Dienst. Aber durch die digitalen Lösungen vereinfachen wir auch das Leben. Wir haben schon konkret Schritte erholt. Die haben doch dafür geschwärzt, konkret Beispiele aus dem Koalitionsakkord aus dem Prinzip Once Only. Dieses Prinzip ist eine immens wichtige Reform. Gesagt hier, dass alle Personen hier dann in einem Enkehr muss umgehen, nicht mehr dieselben Informationen immer verschicken.
Nicht dieselbe Formuläre bei verschiedenen Autoritäten heranmüssen, all das spart Zeit, Geld und Energie. Aber für diesen Schritt umzusetzen, braucht man natürlich einen Text legislativ, den am Ende um Instanzen weh, und da schaffen wir drin mit großer Determination. Das Gesetz wird eine wichtige Etappe markieren an dem Weg an der Digitalisierung. Auch als die Regierung gewollt und die doch dafür geschwärzt, das sieht mein Guichet, den Taut schon erlaubt, immens viel administrativ Demarchen zu machen, weiter auszubauen, für noch besser können auch Personen anzugehen, also Digitalisation vom öffentlichen Dienst weiterzubringen. Aber auch hier gesagt in der Koalitionsakkord 4, dass ein physisches Guichet unik bleiben muss, wo die Menschen können lernen kommen, wenn sie dann nicht mehr auf den Weg an Digitalisation wollen gehen. Für als Bürger bedeutet Digitalisation mehr Frustration, mehr Möglichkeiten. Für die Entreprise mehr Effizienz, für die Verwaltung mehr Kohärenz. Und das ist eine richtig administrative Vereinfachung, eng die funktioniert, eng die Zusammenarbeit zwischen den Autoritäten stärkt. Der Bürger muss also nicht mehr als Postbeamten zwischen den Autoritäten seine Rolle spielen. Darüber hinaus soll auch zukünftig all Demande Referenzcode gehen, eine Follow-up-Nummer. Da kann all Menschen Demande ganz pragmatisch verfolgen, zu all Zeitpunkt. Mit Digitalisierung geht aber noch viel mehr weit. Es geht um eine neue Kultur an der Verwaltung. Dafür brauchen wir auch die Menschen, die froh sind, am öffentlichen Dienst zu schaffen zu können. Und dafür investieren wir an das Menschen, an die 37.500 Funktionäre und Employés Publiken, die wir haben, an die eine exzellente Arbeit leisten. Wir wollen dafür auch weiter an die Weiterbildung investieren, angepasst an die Realität. Hier wird den INAP eine ganz zentrale Rolle in der Zukunft spielen. Er soll auch signifikativ mehr Ressourcen kreieren, so wie da im Koalitionsakkord steht. Das werden all das Missionen noch dem Moment können koordinieren. Ja, künstliche Intelligenz kriegt eine mehr große Rolle. Chatbots, automatisch helfen an AI-gestützte Formuläre sind im Anfang. Aber alles geschieht mit Begleitung, mit Kontrolle, mit Sicherheit. Der Datenschutz bleibt eine Priorität. Digitalisierung bringt große Chancen, aber sie bringt auch Risiken. Und es kann sinnvoll sein, dass Risiken am Kader von der Umsetzung von AI-Projekten am öffentlichen Service stärker am Ernst zu behalten. Hier gilt es auch für die Zukunft, ethisch Fragen aufzuklären, weil wir die Automatismen von administrativen Decisionen weitertreiben, aber wo Risiko besteht, dass die Rechte von den Bürgerinnen und Bürgern impactiert können gehen. Eng Pist wäre nach méi klar zu sensibilisieren. Staatliche Beamte können natürlich keine nicht öffentlich berufliche Informationen über externe Anwendungen oder KI-Service weitergehen. Das kann helfen, die nationale Datensouveränität und Informationssicherheit besser zu schützen. Gefahr ist reell. Informationen, die der Benutzer über KI-Service schickt, Texte, Video und Dokumente, Diskussionen oder Kommentare könnten an andere Kontexte weiter verschafft gehen. Dafür ist es wichtig, auch für CSV, für eine Klarstellung zu kreieren, für die Informationen, die man an dem Kontext können gebrauchen. Wir haben also viel für. Wir können und wir müssen viel mehr weit gehen. Minister ist zuständig für die Medien und Konnektivität, Elisabeth Mark hat auch rezente Projekt de loi deposiert, die die Umsetzung vom sogenannten IA-Act. Hier geht doch darum, die Rolle für Lützeburg zu stärken. Und das ist eine eminent wichtige Rolle an der notwendigen legalen Kader zu schaffen, für mehr Kompetitivität für Lützeburg, für die weiter zu stärken. Hier gehen viele Kontrollmechanismen festgelöst, die Menschen schützen vor möglichen Abusen. Ja, Lützeburg ist ein kleines Land. Mit das ist aber keine Limitation, das ist eine Chance. Eine Chance für mehr agil, mehr effizient zu sein. Lützeburg kann ein Modell gehen am öffentlichen Dienst als Smart Government, respektive auf kommunalem Plan mit vielen Smart Cities. Und da schafft die Regierung ganz aktiv drin. Großstaaten haben schwerfällige Verwaltungen. Wir haben kurz Decisionswehr, wir haben eine flexible Struktur und Kooperation zwischen Institutionen kann mehr spontan gehen. Wir können an der Digitalisation also weiterhin eine grosse Vierreiterrolle anholen. Und wir sehen auch an einer ganzen Reihe Klassementen in Europa, wo wir ganz gut vorbei stehen. Dafür können wir vielleicht auch nach ein paar Zusatzprojekten envisagieren. Das ist so gedurcht, wie gesagt, Funktionen vom Portal Guichet.lu weiter auszubauen, an alle Verwaltungen an einem ähnlichen Portal zusammenzufeiern. Eine mehr efficace mobile Applikation könnte den Access noch mehr flexibel machen. Ein menschlicher, multilingualen Chatbot könnte Leute durch die Marschen guidieren, wie auch das als viel gesehen. Muss eine Ambition sein, alle administrativen Schritte vollständig zu digitalisieren mit einer elektronischen Unterschrift. Service wie das Changement von der Adresse, Demanden an Allokationen, Abschreibungen an der Schule oder auf der Uni, Extra vom Etat Civil, all diese Prozeduren könnten integral online zesibel gehen.
Künstliche Intelligenz kann auch für interne Prozesse interessant sein. Wir werden nicht Analyse von Formulären oder Erkennung von Fehlern mehr automatisieren. Auch den Trieb von Mailen und Dokumenten kann vereinfacht gehen. So könnten Beamten entlastet gehen, an die Qualität vom Service kann draufgehen. Digitalisierung darf keinen ausschließen. Kennt auch nützlich sein, an die Gemengen zu intervenieren, für die Personen noch besser zu unterstützen, die sich schwer dienen am digitalen Alter. Formationen, gratis oder an organisierter Kooperation mit dem Bildungsministerium könnten ein Teil von diesem Modell sein. Wie gesagt, wir dürfen und wir wollen keinen ausschließen. Und wir haben Verantwortung, alle Menschen, die wollen mitgeholt zu gehen, durch Formationen zu unterstützen. Wie für alle muss man ja aber auch den Menschen, die nicht wollen oder nicht können, dabei sind, auch weiterhin nicht digitalisiert, die Marschen erlauben zu machen. Für CSV ist es doch wichtig, dass wir offen sind, für von anderen Ländern zu lernen. Alle Menschen kennen Estland als große Vorreiter an der Digitalisierung. Sie haben eine digitale Identität für alle Bürger angefordert und das erlaubt Zugang zu Services wie Steuererklärungen, Gesundheitsdonien und Internetwahlen. Die Plattform X-Road verbindet öffentliche und private Datenbanken, werden effizienten Informationsaustausch ermöglicht und durch die Infrastruktur können testen 99% von öffentlichen Services online nutzen. Singapur zum Beispiel setzt stark auf generativ KI an der Verwaltung. Die Applikation Moments of Life integriert Services für verschiedene Verwaltungen für Bürger eine personalisierte, proaktive Unterstützung zu bieten. Zum Beispiel kriegen Bürger Erinnerungen und Impfungen für seine Kinder oder Unterschreibungen für die Grundschule. Das Beispiel erweise, wie digitale Innovation Verwaltung mehr effizienter bürgerfreundlich kann machen. Dafür ist für die CSV bietet Digitalisierung und künstliche Intelligenz eine große Chance für als Verwaltung, für als Ökonomie, für als Gesellschaft. Sie machen Services mehr effizient, mehr transparent, mehr zugänglich, mehr nur beim Bürger. Aber für die CSV ist gerade so klar, dass Technologie allein nicht genug ist. Sie muss am Dienst vom Menschen stehen und nicht umgedreht. Kein der von der losgehen und muss den Schwab behalten, nicht wollen mit auf den Weg von den neuen Technologien zu gehen, und aber Antworten zu finden, und können sich die Marschen an Sicherheit zu machen. Jeder Verein der Welt soll natürlich aktiv in dieser Transformation teilnehmen. All digitale Schritt muss inklusiv sein, und auch Leute, wie gesagt, die Männer vertraut sind mit Technik, müssen Apps davon haben. Die Interface muss klar sein, Service intuitiv. Dafür für der CSV natürlich auch mehr Investitionen und Kompetenzen von unseren Beamten, für sie weiterzubilden. Wir begleiten sie an dieser Veränderung. Wir garantieren, dass jeder mitgeholt wird. Digitalisation ist für CSV ein gemeinsames Projekt. Ein Projekt für die Zukunft von unserem Land, ein Projekt für eine gerecht, performant und empathische Verwaltung. Zusammen können wir Lützeburg voranbringen. Zusammen können wir eine moderne Verwaltung bauen, eine Verwaltung, die lebendig ist, digital, menschlich, mit Verantwortung und mit einer gesunden Portion künstlicher Intelligenz. Ich sage, ich will uns merci für die Aufmerksamkeit.